Wir sind in der Serie «Das Fundament der Liebe» und das Fundament von einer echten Liebe zu Gott, das Fundament zu einer qualitativen Liebe zum Nächsten und zu mir selber, ist eben die Liebe von Gott zu uns. Darum malen wir in dieser Serie jetzt schon zum 4. Mal die Liebe von Gott uns vor Augen. Wir möchten die Liebe in uns anführen. Dabei haben wir aber ein Problem. Ziemlich ein grosses. Wenn ich vom Feuer von der Liebe rede, dann können wir in diesen 4 Predigten nur etwas machen. Wir können das Holzscheit parat machen. Wir können das Brennholz aufschichten. Mehr können wir nämlich nicht. Weil das Feuer anzünden können wir nicht. Und wenn das Feuer mal brennt hat, es ist nur noch Gluse da, können wir auch nicht in die Gluse hineinblasen. Dass es so wird wie dort. Das kann nur einer. Das ist der Heilige Geist. Und wenn wir in den Gottesdiensten versuchen, für mich und für euch das Holz aufzuschichten, dann brennt das Holz, wenn das Feuer vom Geist Gottes kommt, wieder runter. Dann braucht es neues Holz. Es braucht neue Gemeinschaft mit Gott von dir im Alltag, in den Small Groups, aber auch im Studium von der Bibel und im Gebet. Dass immer wieder Holz aufgeschüttet wird, damit der Heilige Geist kann das entzünden und kann reinblasen und zum Feuer kann werden für deine Liebe zu Gott. Wir lesen dazu einen Vers aus Johannes 16, 13 und 14, wo Jesus über den Geist Gottes redet. Doch wenn der Helfer kommt, der Helfer, der Geist der Wahrheit, der Geist von der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Und jetzt kommt ganz ein paar wichtige Worte. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Eine der Aufgaben vom Heiligen Geist ist, Jesus und den Vater lieb zu machen. Das heisst, mit anderen Worten, in unserem Bild, das Feuer anzuzünden und ins Feuer, in die Gluse hineinzublasen, damit das Feuer kommt. Also wir können nur, und das ist die Bescheidenheit, die wir uns eingestehen müssen, wir können nicht blasen, wir können das Feuer nicht machen, wir können nur Scheit auf Brennholz anlegen. Und durch das Bibelstudium, durch deine Gemeinschaft mit Gott kannst du nur Brennholz anlegen. Aber alles andere muss der Heilige Geist machen. Und darum möchte ich jetzt den Geist Gottes einladen im Gebet. Heiliger Geist, es ist dein Werk, sagt Jesus, uns die Herrlichkeit vom Sohn und vom Vater zu zeigen. Und ich bin mir so bewusst, wenn ich heute rede, wie beschränkt das ist. So einen Morgen ein bisschen Holz aufscheiten, das schnell wieder weg ist. Ich bitte dich um 2 Sachen. Erstens, dass die Menschen, die da sind, inklusive mir immer wieder Holz aufscheiten in unserer Beziehung zu dir. Und Heiliger Geist, wir fragen dich, dass du das Feuer anzündest und dass du reinblasest, dort wo nur noch Glut da ist, dass das Feuer lodern kann. Ich bitte dich, Geist Gottes, von ganzem Herzen. Es ist eine von diesen Aufgaben. Es ist dein Job. Danke vielmals. Amen. Stell dir vor, du und ich würden in diesem Jahr, in dem Jahresthema ein Stückchen wachsen, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zu uns selber, die auch eine Grundlage ist für die Liebe zum Nächsten. Was will sich verändern in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft? Wie sieht unsere Kirche vielleicht noch einmal ganz anders aus? Ich träume von dem. Ich habe das in meinem Blick, im inneren Blick, in den inneren Augen. Das Thema heute heisst, Gott ist Liebe. Und im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19, steht Folgendes. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
der tiefste Grund, nicht das oberflächlich Ankratzte, nicht das, was gerade so oben aufschwingt, das, was schwimmt, sondern der tiefste Grund für unsere Zuversicht. Und unter Zuversicht steht auch der tiefste Grund für unser Vertrauen, für unsere Verbindung, für unsere Zuneigung, der tiefste Grund für unsere Liebe zu Gott ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Zuerst. Zuallererst. Das ist die fantastische Message. Gott liebt uns und hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Und wenn es so einen Menschen gibt, die Gott nicht lieben, so sage ich dir, Gott liebt dich, auch wenn du ihn nicht liebst. Zuerst. Das ist der Grund für unsere Zuversicht. Das ist der Grund für meine Hoffnung. Das ist einer der Antriebe von meiner Liebe zu Gott. Zuerst. Bedingungslos. Vorbehaltslos. Zuerst. Was beinhaltet die Liebe? Im menschlichen Wort steht etwas davon im 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4-8. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals und so weiter. Und dann steht, was alles wird vergehen, aber die Liebe nicht. Die Liebe, die da beschrieben ist, ist die Liebe von Christus. Er hat sie ausgelebt. Und Christus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. An dieser soeben beschriebenen Liebe, die zeigt, wie die Liebe ist, sehen wir Jesus und wir sehen den Vater im Himmel. Gottes Liebe im Ersten Testament oder im Alten Testament, sagen viele auch. Ich liebe es zu sagen, im Ersten Testament, weil für mich ist es nicht alt. Schon die Schöpfungsgeschichte, in dem, was Gott den Menschen anvertraut hat, wie Gott den Menschen mit freiem Willen geschaffen hat, auch im Spazieren von Gott mit Adam und Eva im Paradies, kommt ganz stark die Liebe von Gott. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel schon zum Vorschein. Und wenn dann die Gemeinschaft zerbrochen ist, dann tönt etwas durchs Paradies durch. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Liebe ruft die Gemeinschaft, wenn die Gemeinschaft zerbrochen ist. Liebe zu haben, wenn die Gemeinschaft intakt ist, ist einfach. Aber die Gemeinschaft wieder suchen und rufen, Eva, wo bist du? Adam, wo bist du? Um die Gemeinschaft wieder herzustellen, das ist Liebe, Freunde. Und so hat Gott nachher durch das ganze Erste Testament, durch seine Propheten geschickt. Die Propheten, die den Auftrag haben, Menschen in die Liebe zurückzurufen. Völker in die Liebe zurückzurufen. Immer wieder. Ob schon sie Gott ins Gesicht geschlagen haben, ob schon sie andere Götter angebetet haben, ob schon sie ihre Kinder geopfert haben, den Moloch, den Dämonen, hat Gott immer wieder seine Propheten geschickt. Und am Schluss sogar seinen Sohn. Um zu rufen, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und auch heute Morgen, Freunde, geht der Ruf in Livestream raus. Podcast hier und da in Park Arena. Wenn du alles andere vergisst heute Morgen, so ist das wohl der Schwerpunkt, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. Sein Ruf. Adam, wo bist du? Köbi, wo bist du? Werni, wo bist du? Wo bist du? Adelheid, wo bist du? Rösli, wo bist
Salome, wo bist du? Der Ruf heute Morgen. Es ist ein Ruf von der Liebe. Und Liebe lässt frei. Es ist nicht ein Zwang, es ist nicht ein Drohen, es ist ein Rufen. Wo bist du? Und heute Morgen geht das Rufen durch unsere Parkarenen durch und durch überall, wo wir zuhören und dabei sind. Wo bist du? Es ist die Liebe von Gott, die sucht. Das nächste, was mir aufgefallen ist, in Jeremia 31,3. Der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das eine ist das Rufen von Gott und das andere ist das Ziehen. Vielleicht hörst du das Rufen von Gott nicht. Aber vielleicht spürst du ein Ziehen. Vielleicht hast du darum eingeschaltet. Darum bist du vielleicht heute Morgen da, weil du irgendein Ziehen spürst oder weil dich jemand gezogen hat. Diejenige Person, die dich gezogen hat, könnte sein, dass sie dich gezogen hat, wie sie von Gott gezogen ist. Ganz einfach. Wenn du das Ziehen spürst, heute Morgen, was ist deine Antwort? Das Ziehen ist Liebe. Und noch etwas habe ich entdeckt. Es ist das, wo Gott sagt, ich will sie in die Wüste führen und da zu ihrem Herzen reden. Es gibt einen Moment, wo Gott Menschen in die Wüste führt. Mindestens zulässt, dass Wüstenzeit entsteht. Damit wir mal zu dem Hamsterrad rauskommen. Damit wir uns ernsthaft Gedanken machen, um was geht es im Leben. Und in dem Wüstenzeit hat Gott oft eine besondere Möglichkeit, zu unserem Herz zu reden. Seine Liebe hat 3 Kanäle da drin. Es ist sein Rufen, wo bist du? Es ist sein Ziehen. Und es ist sein manchmal, an den Ort zu führen, wo wir nicht wollen, in die Wüste zu führen. Gottes Liebe im Zweiten Testament, die sehen wir in den Tränen von Jesus am Ölberg. Immer wenn ich mit den Gruppen dort bin, bei dieser Tränenkille, dann bewegt es mich so sehr. Es ist so eine Kille, Kapelle, Dominus Flevit, der Herr weinte, wo ist meine Träne? Und dann auf die Stadt runterschaut. Irgendwo dort ist Jesus gestanden, hat auf die Stadt runtergeschaut und gesagt, oh Jerusalem, wenn du gehört hättest, Propheten, wenn du das «Komme zu mir» gehört hättest, wenn du den Ruf, Adam, wo bist, Eva, wo bist, Volk Israel, wo bist, wenn du den gehört hättest und gefolgt hättest. Und da kommen Jesus Tränen, weil er sieht, was nachher passiert bei dieser Ablehnung. Wenn ich das «Kommt her zu mir» von Jesus höre, am Fest, was sagt, kommt, ist das Rufen Gemeinschaft. Freunde, durch die ganze Bibel durch ist das Rufen in die Gemeinschaft. In eine Gemeinschaft, die absolut freiwillig ist. Liebe ist immer freiwillige Gemeinschaft. Dann auch das «Folge mir nach» zu einzelnen Menschen von Jesus. Das ist auch Rufen in Gemeinschaft, nicht zu einer Religion, nicht zu etwas wahrhalten müssen, nicht zu ein paar Sätze auswendig lernen. Er ruft nicht zum Spenden, er ruft nicht zum richtigen Leben, er ruft zur Nachfolge, zum mit ihm Laufen, Seite an Seite, Freunde. Das ist Liebe. Johannes, wo die Liebe besonders ausdrückt, hat das wie folgt formuliert. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Heiliger Geist möchte das Erkenntnis geben heute, dass in dem Rufen, in dem Suchen nach dieser Gemeinschaft, die unerhört grosse Liebe von Jesus zu einzelnen Menschen, zu ganzen Völkern steckt. Eine Liebe, die nicht klammert. Manchmal verwechseln Mütter und Väter Liebe mit Klammern. Liebe mit nicht loslassen im Teenageralter der Kind.
Wenn du Teenager bist im Glauben, Gott lässt los. Aber er ruft. Gott lässt los, aber er zieht. Gott lässt los, aber lädt manchmal Wüstenzeiten zu. Zuerst geliebt, haben wir gehört. Und das zuerst geliebt ist das Alleinstellungsmerkmal vom christlichen Glauben. Als ich Jugendleiter war, bin ich schon ein paar Jahre seither. Ich sage jetzt nicht so viel. Da hatte ich Schiss über mich, wegen meiner Jugendgruppe. Ich dachte, Mensch, wenn die sich mit der Religion befassen, dann werden die noch am christlichen Glauben abspänstig. Dann kumpeln die noch auf, oder Buddhismus, Hinduismus oder Islam. Dann konvertieren die noch. Heute denke ich ein bisschen anders und sage, befasst euch mit der Religion. Unbedingt. Ich meine damit jetzt nicht mit christlich gefärbter Literatur, wo schon von Anfang an alles sagen, was besser ist im christlichen Glauben. Sondern auch befasst euch damit. Weil das Befassen mit der Religion ist eine von meinen Scheitchen, von meinem Brennholz. Das ist enorm viel Brennholz bei mir. Wenn ich dann merke, wenn ich das Brennholz aufschichte, wenn ich befasse mit Religionen, dann bläst der Heilige Geist rein und lässt das Feuer von dieser Liebe lodern. Meine Frau und ich sind verschiedene Mal in buddhistischen, hinduistischen, muslimischen Ländern und Ländern mit Naturreligionen gereist. Und in diesen Ländern ist das Feuer immer wieder angezündet worden. In diesen Ländern ist immer wieder hineingeblasen worden. Ich möchte betonen, dass ich enorm Respekt habe vor Menschen von anderen Religionen. Ich erlebe manchmal Leute in der Reisegruppe, die dann mitkommen und sagen, ich kann nicht in den Tempel, das ist mit neben. Ich sage, ja, dann bleib gescheit draussen. Ich will die Schuhe nicht abziehen. Ich sage, ja, dann bleib draussen. Ich will das nicht machen, was im Tempel machen. Dann bleib draussen. Ich habe ganz einen grossen Respekt, weil ich erlebt habe in all diesen Ländern, wie tief das oft der Glauben ist. Und sogar Gott in seinem Wort sagt zu seinem Volk, nehmt euch ein Beispiel an denen, die andere Götter haben. Gott stellt sogar andere Religionen seinem Volk als Vorbild hin. Komisch, hä? Aber oft sehe ich, was sich die Menschen kosten lassen von der Religion. Was die Menschen investieren, was sie machen und tun. Natürlich passiert die Religiosität nicht einfach so, sondern es gibt Antrieb dazu, Gunst von den Göttern anzufachen, Götter zu motivieren, gut gesinnt zu sein, Angst nicht zu genügen oder der Wunsch, endlich aus dem Rad von der Wiedergeburt rauszukommen und irgendwie eine Stufe weiterzukommen. Die haben von denen leben. Ende letzten Jahr, Anfang Januar, sind Erika und ich, meine Frau, wieder gereist in diesen Ländern. Wir waren in Abu Dhabi und sind im Islam eingetaucht. Wir sind in muslimische Gotteshäuser gegangen, hinduistische und buddhistische. Ein kurzer Streifzug durch die Religionen jetzt, wo ich auch die Einzigartigkeit von dem zuerst geliebt herausstellen. Der Islam. Das ist eine Moschee, die 40'000 Plätze hat in Abu Dhabi. 35 Millionen gebaut worden ist. Nein, 350 Millionen $. Hauptinhalt vom Islam ist der Koran. Es geht immer um Hölle und Paradies, Paradies und Hölle, Hölle und Paradies, Paradies und Hölle. Es geht um die 5 Hauptpflichten, die man einhalten muss. Und die grosse Abwesenheit, ich habe den Koran durchgelesen, die grosse Abwesenheit ist, das zuerst geliebt. Das existiert nicht. Schon das Wort Liebe existiert ganz selten. Hinduismus hat da einen kleinen Einblick aus unserer Reise. Anzahl Götter, wir sind sich nicht ganz einig. Ich habe immer gemeint, es sind 144'000. Die einen reden jetzt, wenn du Wikipedia oder so schaust, auf den Pages 3 Millionen. Es gibt sogar Sendungen, die von 330 Millionen Göttern reden. Bleiben wir mal von 144'000. Das langt ja auch. Sie kennen das Gesetz vom Karma.
von Tat und Vergeltung. Alles, was du machst, wird vergolten. Ich tue gerne in hinduistische Länder reisen, weil die Kriminalität ist tief. Tiefer als in vielen anderen Ländern. Weil sie Angst haben, dass sie etwas falsch machen und dann eben nicht weiterkommen im Leben. Das Gesetz vom Karma. Dann von der Wiedergeburt als Kuh oder als Ratte. Der Mensch, der so lange sich Mühe geben muss, bis er vom Moksha, im Moksha drin ist. Das ist dann die Befreiung von der Wiedergeburt. Das Moksha musst du erreichen. Und zentral ist die Anbetung vom Gott Ganesh, der einen Elefantenkopf hat, der allein fähig ist, alle Probleme zu lösen. Nebst den anderen 144.000 Göttern, was heisst, dass man immer wieder schauen muss, weil man jetzt anbeten muss. Buddhismus sagt, es gibt keine Seele. Das Sein, das ich bin, das ist eigentlich eine Illusion. Es gibt keinen Schöpfergott. Erlösung ist irgendwann, wenn man frei wird von dem Leben und aufgelöst wird im Nirvana und alles vorbei ist. Und das ist das, was man in jedem Leben auf dieser Erde erstrebt und versucht überzukommen. Durch religiöse Bemühungen. Der Animismus, der Naturglaube, hat auch im Buddhismus und Hinduismus seinen Platz. Steht aber für sich auch manchmal allein. Dort ist die Angst vor den Dämonen enorm stark. Als ich mit einer Gruppe in Vietnam gereist bin, hat mit Gruppen gegen den Schluss gesagt, können die Reiseleiter nicht endlich aufhören, von diesen Dämonen und vom Tod und von den toten Geistern zu reden. Jeder Reiseleiter und verschiedene Städte, immer wieder ist es gekommen. Weil im Animismus haben viele Leute 2 Altäre im Haus hinein, mindestens einen, meistens 2. Der eine Altar, das ist für die allgemeinen Geister. Und der zweite Altar ist für die Ahnengeister. Und bei diesen 2 Altären, die werden gefüttert. Bei den Ahnen mit ihren Lieblingssachen, mit Bier, mit Bananen, mit Mango, mit weiss ich was. Gefüttert. Wisst ihr warum? Dass sie nicht zu bösen, unruhigen Geister werden und dann uns alle plagen. Die Angst, dass aus Geister Dämonen werden, die uns plagen, ist im Animismus allgegenwärtig. Ich war in einem Dorf, wo ganz frisch gerade disloziert worden ist von einem anderen Ort. Mausarme Leute, aber sie haben ihr ganzes Dorf müssen abbrechen, weil die Zaubermannen gesagt haben, da sind 2 Leute gestorben und sie sind gestorben, weil da Dämonen sind und darum müssen wir an ein neues Ort zügeln. Sie hatten schon kein Geld gehabt, dem Ort zu sein, wo sie waren, aber sie mussten zügeln aus lauter Angst, dass mehr Leute sterben wegen diesen Dämonen. Dazu gehört auch, Kinder vor bösen Geistern zu schützen. In den gewissen Orten tut man den Kindern einen Zopf machen auf dem Kopf oben. Das sind Haltegriffe für die guten Geister, die dann die Kinder wegziehen vor den bösen Dämonen. Und alle von den Religionen ausser dem Islam haben eine tiefe Abhängigkeit von der Astrologie, wo so vieles bestimmt, wo man Geschäftsabschlüsse, wo man heiraten, wo man wichtige Feste, alles ausdaridiert nach den Astrologen und schaut, wann ist welches Gestirn wie und dann die Daten festlegt. Nicht so, wie man will, sondern aus Angst, dass die Daten könnten im falschen Moment sein und etwas Schlimmes könnte passieren. Merkmal von den allermeisten Religionen ist Motivation, Göttergunst zu erreichen. Motivation, Götter rauszuholen, dass sie Gutes tun. Motivation, Angst vor den Dämonen. Angst, nicht weiterzukommen im Leben. Angst, dass etwas Falsches wiedergeboren zu werden im nächsten Leben. Nochmal, ich reise enorm gerne in buddhistische und hinduistische Länder. Viel lieber als in Afrika. Weil es dort viel weniger Kriminalität gibt. Weil es mitten in der Nacht kann überall durchlaufen. Auch nicht mehr so wie früher.
aber doch viel mehr. Und das ist echt schön. Aber es ist aus dem Antrieb, aus der Angst heraus passiert. Und aus dem Antrieb, irgendwie können in dieser Kaste mit sich müssen zu bleiben, damit man später nicht als Kuh oder als Ratte wieder geboren wird, sondern in einer höheren Kaste. Es ist Unsicherheit. Es ist Abmühe. Ich habe mich gefragt, ob wir manchmal in Religion leben. Ob wir manchmal auch das Gefühl haben, wir müssen die Liebe von Gott motivieren. Wir müssen die Liebe von Gott kützeln. Frag dich ganz ehrlich. Wir meinen, wir müssen die Liebe von Gott verdienen. Ich weiss nicht, wie du christlich sozialisiert worden bist. Freunde, wir müssen die Liebe von Gott nicht kützeln. Wir müssen sie nicht verdienen. Wir müssen sie nicht rausholen. Wir müssen die Liebe von Gott nicht durch Wohlverhalten bewegen, dass er endlich uns liebt. Wenn wir den Unterschied nicht sehen, dann haben wir nicht verstanden, um was das geht im christlichen Glauben. Und dann sind wir auf dem Weg von der Religion. Verstehst du? Ich lese nochmal. Der Vers ist Johannes 4,19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuerst. Jetzt gibt es natürlich Leute, die dann sagen, ja, hallo, also dann kann ich ja leben, wenn ich will. Natürlich, du kannst leben, wie du willst. Die Liebe von Gott bleibt. Gute Nachricht. Aber wenn du die Liebe erfährst, willst du wieder erwidern. Und dann wirst du anfangen, aus Liebe heraus Gebot von Gott zu halten im Leben. Und das ist umgekehrt als in vielen Religionen. Jetzt habe ich euch gezeigt, was meine Scheitchen sind da. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen fürs Gebet. Geist Gottes, du bist der heute im Auftrag vom Vater und vom Sohn ruft. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Ich bete, dass Menschen heute auf diesen Ruf antworten. Vielleicht zum allerersten Mal in ihrem Leben. Und vielleicht ganz neu, weil sie sich versteckt haben vor dir. Zurückgezogen, zumindest von dir. So wie die ersten Menschen. Vielleicht mit einem schlechten Gewissen. Vielleicht irgendwo mit dem Nicht-Verstehen. Vielleicht mit dem Nicht-Schaffen und Nicht-Können. Und Heiliger Geist, du rufst heute zu, kommt. Kommt. Du rufst heute zu, zuerst. Danke vielmals. Komm, Geist Gottes, wirk du in uns hinein. Amen.